Hallo zusammen. Ich erzähle euch heute die Geschichte «Das schwimmende Restaurant». Die Geschichte ist aus dem Buch «Neue Geschichten aus dem Schmunzeldorf». Der John Patience hat die Geschichte geschrieben und gezeichnet. Das Geschenk. Einisch hat der Herr Raubein Post bekommen. Sein Cousin, der Bill, hat ihm geschrieben: «Lieber Rudi, wie du weisst, bin ich ein leidenschaftlicher Segler. Vor kurzem habe ich mir ein neues Boot gekauft und denkt, dass du vielleicht mein altes wettisch haben. Du findest es unten am Fluss an der alten Mole. Frohes Segeln wünscht dir die Bill.» Wo der Herr Raubein das Boot gesehen hat, war er sehr enttäuscht. Es hat nämlich ein paar Reparaturen fest nötig gehabt. Doch auf einmal ist am Dachs eine grossartige Idee gekommen. Ich mache doch ein schwimmendes Restaurant daraus. Er hat gerade angefangen. Sein alter Freund, der Professor Sigmund Sumpf, hat ihm fleissig geholfen, weil er gern als Kellner arbeiten wollte. Es ist einwandfrei geworden, hat der Professor gesagt, wo sie fertig sind. Jetzt brauchen wir nur noch Gäste. Die ersten Gäste. Der Sigmund Sumpf hat ein paar Plakate zur Eröffnung vom Restaurant gemalt. Der Raubein hat Plakate überall im Dorf aufgehängt. An einem Abend sind die ersten Gäste gekommen. Die Frau Hopser mit ihrem Mann und die Wiedebanks. Sie wollten am Herrn Wiedebank seinen Geburtstag mit einem feinen Essen feiern. Der Professor Sumpf hat die Bestellung entgegengenommen und dann hat der Herr Raubein angefangen zu kochen. Ein dummer Zwischenfall. Der Professor hat das Essen serviert und alle sind begeistert. «So fein!» hat Frau Hopser gerufen. «Ich liebe den Rüebli-Eintopf. Ihr auch?» Später ist der Professor Sumpf mit einer wunderbaren Geburtstagstorte gekommen, die der Herr Raubein im Voraus für den Herrn Wiedebank gebacken hat. Zwischenzeitlich ist Wind aufgekommen, das Wasser war ziemlich in Bewegung und das Schiff hat etwas gewackelt. Als der Herr Professor Sumpf mit der Torte übers Deck gegangen ist, hat er plötzlich das Gleichgewicht verloren. Er ist gestürchelt und die Torte ist in hohem Bogen geflogen und patsch! Auf dem Herr Wiedebank seinem Kopf gelandet. «Hoppla!» hat der Professor gemacht. «Alles Gute zum Geburtstag!» Vom Blitz getroffen. «So, das wär's jetzt gsi», hat der Raubein gesagt. «Es wird etwa niemand mehr hier etwas essen. Es war schon spät und darum haben die beiden Freunde, Rudi Raubein und Sigmund Sumpf, den Tag beendet. Sie sind in ihre Koje geklettert und sind gerade eingeschlafen. In der Nacht ist der Wind immer stärker geworden. Es hat angefangen zu regnen. Es hat gewittert. Auf einmal hat es irrsinnig fest dundert. Ein Blitz hat einen Baum getroffen. Der Baum ist quer über den Fluss gegangen und hat das Wasser gestaut. Das Wasser ist gestiegen und gestiegen, bis die Wisper übers Ufer gelaufen ist und das Schmunzeldorf überschwemmt hat. Das Schiffrestaurant mit den beiden schlafenden Freunden ist mitgerissen worden. Ist denn das möglich? Am nächsten Morgen sind der Sigmund und der Rudi von lautem Huhu rufen und Hilfeschrei verwacht. Sie sind geschwind an Deck gegangen und haben ihren Augen nicht mehr getraut. Zmitzt im Schmunzeldorf ist ihr Schiff geschwommen. Genau auf der anderen Seite vom Antiquariat. Das ganze Dorf ist unter Wasser gestanden. Es war ein einziger grosser See. Der Boris und der Elias Eidechsli haben sich auf die Dächer gerettet. Ein paar besonders wertvolle Bücher haben sie auch retten und haben sie auf gewackeligen Stapel gestellt. «Huhu, huhu, Hilfe!» hat der Boris gerufen und hat fest mit den Flügeln geschlagen.
Rettung. Der Sigmund Zumpf und der Rudi Raubein haben keine Zeit mehr verlieren und haben sofort mit der Rettung der Schmunzeldorf-Bewohnenden angefangen. Ausser der Boris und der Elias sind noch viele andere Bewohner und Bewohnerinnen betroffen gewesen. Eigentlich hat sich jeder im Dorf in die oberen Stockwerke oder aufs Dach gerettet. Die beiden Freunde haben alle an Bord genommen und haben sie an einen höher gelegenen Teil vom Ort in Sicherheit gebracht. Das Hindernis wird weggeräumt. Später haben die beiden Retter dann auch noch den Baumstamm entdeckt, der den Fluss gestaut hat. Wegen dem ist es also zur Überschwemmung gekommen, hat Sigmund gesagt. Ich glaube, wir brauchen am Bauer Brombeere seine Hilfe, um den Stamm wegzuräumen. Der Bauernhof ist etwas höher gelegen als der Rest vom Schmunzeldorf und ist wegen dem nicht überschwemmt gewesen. Schon wenig später ist der Bauer auf seinem Traktor gekommen. Er hat mit einer starken Kette den Baumstamm angemacht und ihn aus dem Fluss gezogen. Jetzt ist die Wisper wieder ohne Problem geflossen. Die Überschwemmung wird jetzt wieder zurückgehen. Doch das wird eine Weile dauern. In der Zwischenzeit sind die Leute vom Schmunzeldorf herumgesessen und haben die Köpfe hängen. Der Rudi Raubein macht Stimmung. Ich weiss, wie ich euch wieder ein bisschen aufheitern kann, hat der Rudi gesagt und ist in seiner Kombüse verschwunden. Gleich darauf haben alle etwas Feines geschmückt. Der Rudi Raubein hat eine Gemüsesuppe gekocht. Einen riesigen Topf voll. So hat es für alle gelangt. Tatsächlich hat das Essen die Schmunzeldörflerinnen und die Schmunzeldörfler wieder fröhlich stimmen. Sie haben gewusst, dass sie viel zu tun werden haben, wenn das Wasser wieder zurückgegangen ist. Doch bis dahin haben sie ja noch viel Spass auf dem schwimmenden Restaurant haben. Das war die Geschichte des schwimmenden Restaurants. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis gleich wieder. Tschüss!